Ganz sachte, Herbert. Herbert, nicht so schnell. Bis du das Wald sitzt, du darfst schon 25 km/h fahren, Alter. Junge, er brennt da mit über 30 geht er hin, das ist ja... Was geht ab? Da ist euer Sumo King und schön, dass ihr wieder mal schaut zum neuen Video von mir. Und zwar, eigentlich wollte ich dir ein komplett anderes Video machen, aber es hat einfach in letzter Zeit so viel geregnet und man hat einfach nicht gescheit fahren können. Aber leider ist es jetzt so geworden, und zwar, ich wollte eigentlich 2 Videos machen, einmal mit meiner gedrosselten KTM zum Motorradhändler fahren und einfach noch ein bisschen was drüber erzählen und was ich mir erhoffe. Und da wollte ich eigentlich ein Video machen, weil es abholt, was mir sofort auffällt. Aber das Problem einfach ist, es hat einfach geregnet. Und jetzt habe ich quasi mein ganzes Zeug runterbauen müssen, weil das ist ja alles nicht wasserdicht, was ich an meinem Helm dran habe. Und ja, dann erzähle ich es euch jetzt. Also, mein KTM ist endlich offen und ich bin einfach nur sprachlos. Also ich bin jetzt 2 Jahre lang mit 240 PS umeinander gefahren. Die sind schon ziemlich gut gegangen. Bis auf das, dass dann ab 100, keine Ahnung, ab 110 oder so, oder 115, dass du dann einfach gemerkt hast, Alter, das Ding ist drosselt. Die Mehr hat zwar mehr, aber sie kann nicht, weißt du? Und ja, und jetzt ist es einfach so, ich bin einfach nur sprachlos, weil das Ding schiebt. Also ich verstehe das echt nicht, weil einfach manche 200 PS unterm Arsch brauchen. Freilich, man gewöhnt sich dran und irgendwann ist das auch normal. Aber ich sag's euch, weil es ist, ich bin jetzt 25 Jahre alt und mir klang's und ich bin froh, dass ich jetzt mein KTM aufgemacht habe. Natürlich hatte ich meinen Unfall nicht gehabt, hatte ich schon frei aufgemacht, ganz klar, aber ich bin jetzt froh, dass ich mir jetzt ein bisschen wieder reinfahren habe können, ein Jahr lang. Und es ist einfach so laut, das Ding. Also wirklich, ich habe jetzt mehr ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mit dir einfach außerorts durchstiefeln kann. Weil es ist echt unglaublich, weil schnell du einfach bei 100 bist. Und es macht einfach mega Spaß zum Fahren. Auch wenn du jetzt Autos überholst, die wo jetzt keine Ahnung 70, 80 fahren und du denkst einfach nur so, Alter, fahrt so, und dann, keine Ahnung, überholst, kommt ein Auto und denkst du so, ja, jetzt kann ich einfach kurz Gas geben, zack, bin ich vorbei. Und davor war es halt einfach so, ja, wenn ich dann in der Nähe vom 100er, von 100 km/h komme, hast du einfach schon mitgekriegt, die Drosselung setzt ein. Und das war einfach überhaupt nichts. Ich bin absolut zufrieden damit, ich bin sowas von zufrieden damit. Das ist ein geiles Teil, es macht mega Spaß zum Fahren. Ich muss jetzt schauen, dass ich über den Winter noch die Kinderkrankheiten mit Kupplungsnebenzylinder und den ganzen Spaß ein bisschen noch behebe, sagen wir es so einfach. Es gibt ja Verbesserungen, wo du da kannst, damit es nicht mehr so auf 4 kommt. Und dann schauen wir mal, wo es dann nächstes Jahr wird, aber es macht so Bock. Ich bin einfach so glücklich, wenn ich einfach da Erden am Gas einfach dem machen kann. Aber ich muss einfach jetzt so aufpassen, weil das Ding ist einfach schon gut aggressiv, vor allem wenn es dann einfach im Überrenn. Wow, oh, meine Stimme kackt ab. Ja, ich bin nur ein bisschen krank. Das kann man nichts machen, ist einfach so. Wenn das Ding einfach in einen höheren Drehzahlbereich kommt, dann schiebt das Ding. Du kennst einfach, dass mein KTM einfach 2 Jahre lang, beziehungsweise, was heißt 2, was macht der dann? Der bleibt einfach stehen, Warnblinkerlage, ja moin, ich hol jemanden ab. Man merkt einfach, dass mein KTM jetzt sagen will, hey du, ich bin nicht schon so, bam, ab 100 geht nichts mehr, sondern einfach es ist einfach der Wahnsinn. Es ist einfach unglaublich. Du denkst, fast überholst und zack, bist vorbei. Man merkt einfach, mein KTM hat einfach Bock. Die wollten mir beweisen, was kann, und das tut sie. Also wirklich, ich bin wirklich unfassbar. Ich bin jetzt, das ist jetzt heute die erste richtige Ausfahrt, was ich mache. Ich hab's abgegeben am Sonntag auf die Nacht, habe einen Schlüssel im Briefkasten reingeworfen und habe dann quasi einfach am Montag nach der Arbeit also mein KTM schnell geholt und da hat es geregnet gehabt und da bin ich halt auch langsam gefahren, verdammt langsam, weil es saurutschig war und nass und geregnet und gestürmt und Katastrophe was. Also ich hab's jetzt schon zum Fahren und da habe ich es ja sowieso nicht ausprobieren können. Und dann bin ich einmal
bin ich, das war erst am Wochenende, da war ich zwar krank, aber ich habe einfach so Bock zum Fahren gehabt, weil wenn du einfach 4 Tage lang nur im Bett liegst und einfach nur Fernseh schaust, Alter. Einfach nur Fernseh schaust, du hast Kreise, du hast Kaffee, du hast keinen Bock mehr. Und dann haben wir gedacht, jetzt packe ich meinen Hobel, fahr kurz zum Tanker, dass ich bei der nächsten Ausfahrt volltankt bin. Das waren vielleicht 15 Minuten, weil ich weg war, dann bin ich wieder heimgefahren, weil ich Kaffee gehabt habe. Aber naja, es ist halt einfach so. Es macht einfach so Spaß. Man merkt einfach, wenn die in die 4.500 Umdrehungen reinkommt, dann gibt's noch mehr, dann kommt der Turbo, und dann hat's richtig Bock. Alter, schuld das Ding, das ist der Wahnsinn. Da kriegst du jedes Mal einen Strich in die Unterhosen rein, wenn du damit Gas gibst. Du kannst einfach keine Kurven mehr fahren. Es ist alles voller Dreck und Nasis und der bückt einfach in der Kurven ab. Oh, ist so kalt! Das habe ich gerade meine Brüllen ab, wie da leid. Es ist einfach so kalt. Es ist einfach so kalt. Junge, du kannst nicht fahren, Alter. Die ganze Straße ist. Was da? Regnst du? Junge, du immer denkst, ich fahre jetzt einfach da runter. Aber es ist überall Dreck, Steine liegen umeinander, die Straße ist nass in der Kurve. Ja, das ist Dreck in der Luft. Junge, ich hab Angst, da Gas. Schau, seht ihr die ganzen Steine? Oh mein Gott, Alter, das ist ja heilige Maria, Alter. Junge, und aus dem Grund fährt man unter der Woche nicht diese Strecke, Alter. Schaut euch das an, Alter, wenn ich in Kurven reinfahre und es ist so dreckig, Alter, dann ist es vorbei mit dem Leben. Also ich verstehe nicht, weil manche einfach über 96er so schimpfen können, Ferrari hat Probleme. Aber jetzt mal ehrlich, Leute, jetzt mal ehrlich, was für Auto, keine Ahnung, Motorradl, Handy, scheißegal. Jede Sache hat Kinderkrankheiten. Natürlich, KTM ist ja teuer, was KTM ist, aber es ist ja mit BMW dasselbe. Ist scheißegal, BMW, Audi oder Mercedes oder Opel, alle. Es ist. Ich mach meine Brille noch mit, aber da. Es ist einfach so, es gibt Kinderkrankheiten oder es gibt Sachen, die werden öfter hier. Aber mei, es ist ja so, dann riecht man es halt wieder, ist doch jetzt nicht so schlimm. Ich habe so Angst in die Kurven, meine ich zum Fahren. Oh Gott, das ist immer so 50-50, liegt was drin oder liegt nichts drin? Oh, was ist denn das? Ein Rollerfahrer! Überholt der Autofahrer oder soll ich vorbeischleichen? Nicht, dass der da abbiegt. Was macht jetzt der da dann? Da kommt der Lastwagen. Das ist ja lebensgefährlich. Wenn ich da jetzt überholt hätte, Freilich hat das easy geschafft, aber es ist ja einfach, das ist einfach so gefährlich, Alter, wenn du die Strecke da mit 25 km/h fährst oder 29, was der Typ da hat. Das ist so gefährlich, weil wenn du da in Kurven reinfährst und dann zack ist der da und dann blärt es beide. Ja, richtig schön. Richtig schön. Ganz sachte, Herbert. Herbert, nicht so schnell. Bis du das Wald sitzt, du darfst schon 25 km/h fahren, Alter. Junge, er brennt da mit über 30 geht er hin, das ist ja. Und dann auch in die Ortschaft rein. Ach so ist das, ach so. Ich verarsche jetzt den Rollerfahrer nicht, weil sonst nicht das noch wirft. Ich fahre jetzt einfach ganz normal, sehr älterer her. Weil nicht, dass es noch wirft, weil ich den anderen Fahrer fahre. Ja moin. Ja moin. Ja moin. Junge, das Ding scheppert einfach, das ist so geil. Und vor allem, jetzt habe ich einen DB-Killer drin, Alter. Das heißt, das soll nicht heißen, dass ich den mal schon mehr außer da habe, gell? Also, oh. KTM 690 SMCR, offene Leistung, Alter, Traumbike für jeden, Alter. Was will man da mehr? Das Ding ist wendig, Alter, es ist leicht, Alter. Du, wenn es Gas gibst, Alter, hebt das Vorderrad ab, das Ding schreit, ja, sobald du ein bisschen am Gas zückst. Und es ist legal. Was will man da mehr? So, jetzt mal gleich mit stehen bleiben und schauen, wie spät das ist. Weil ich bin ein bisschen weit weg von daheim. Und jetzt kommt die scheiß Zeit, da war es innerhalb von 10 Minuten, ja du, es ist jetzt finster, gell? Und mit dem Birnl, was ich da vorne drin habe, da warst ich war ab 6,6, Alter. Ich fahre jetzt da einmal kurz einer da.
Das ist so gefährlich, Alter, Junge. Ich 15 Mal im Rückspiegel schauen und einmal kurz da einschlagen. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen, Leute. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet und wenn ihr mich abonnieren würdet, auch nichts mehr verpasst. Und wir hören uns im nächsten Video, Leute. Servus, viert euch, bis dann.